sind die Weltmeister vom Ring. Wer uns nicht kennt, hätte Welt nicht gesinn. Gewinnen können wir nicht immer. Nee, er war jönne könne, das können wir jod. Oh. Hallo, moje, jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, soll ich jetzt besonders stolz darauf sein, dass wir heute gewonnen haben? Ja, halbwegs kann man ja zumindest mal sich darüber freuen. Ich war beim lieben Pierre heute gucken, aber ich habe gesagt, komm, heute mal die Reaction auf das Spiel. Dann doch von mir zu Hause aus. Jetzt bin ich gerade zur Tür rein und eigentlich ist das Spiel jetzt schon über eine Stunde, fast 2,5, fast 1,5, ich kann kaum noch reden, vorbei. Ich habe mir auch deswegen meine kleinen Stichpunkte hier aufgeschrieben auf dem Handy. Es lebt damit, dass ich das jetzt so mache. Ja, der Thriller geht weiter. Der Thriller, der sich 1. FC Köln nennt. Vergesst Lost, vergesst Akte X. Junge. Wisst ihr eigentlich, wie angespannt ich bin? Wollt ihr es hören, wie angespannt ich die ganze Zeit war? Jetzt kann ich mich erst entspannen. So angespannt lief der Rest des Spiels ab. Weißt du, führst du 2:0 zur Halbzeit, spielst wieder ähnlich wie in Elversberg, total souverän und dann versaust du dir eigentlich eine sorgenfreie Partie in der zweiten Halbzeit. Ja, aber trotzdem, ich habe euch gesagt, das wird ein langer Nachmittag. Habe ich es euch nicht gesagt? Okay, ich hatte nicht recht mit dem Elfmeterschießen, aber ne? Halt mir auch fest, ich hatte recht, dass wir in die Verlängerung gehen. Und das ist unentschieden. Ach Gott, ey. Muss das sein? Ich will nicht recht haben. Ich will nicht recht haben. Ja, aber gut, ja. Einmal mal kurz ein paar Stichpunkte durchgehen. Ich bin eigentlich doch noch relativ erleichtert. Natürlich sage ich, ist kein Grund, in absolute Euphorie zu verfallen, aber wir sind weiter. Hey, wir sind weiter. Wir kassieren diese Prämie, dass wir weitergekommen sind. Und das ist ja wohl das, worauf es ankommt, liebe Freunde. Ja, wie die Stichpunkte, zweite Minute. Downs wird umgesetzt, wird minutenlang behandelt. Zum Glück danach wieder auf den Beinen. Das war das Erste, was so aufgefallen ist nach den ersten 2 Minuten. Dann 19. Minute. Bis dahin war es immer wieder so ein Versuch, ein Tor zu erzielen. Und dann Julian Pauli. Julian Pauli trifft tatsächlich. Und was habe ich mich gefreut. Das habe jetzt für mich Trikotkandidat. Definitiv für das Auswärtstrikot, das ich mir noch kaufen wollte. Ja. Absolut geil. Ich hoffe, er spielt sich jetzt wirklich in die Stammformation, weil hat mich dann doch deutlich mehr überzeugt als Dominik Heinz. Danach gab es noch so eine Situation, wo ich sage, zum Glück gibt es im DFB-Pokal keinen VAR. Handspiel von Hübers. Und das haben wir dann später auch nochmal, wollte ich nochmal an der Stelle sagen. Hätte zum Elfmeter führen können. Ja, da wird er angeschossen vom Sandhausener Spieler, beziehungsweise der Sandhausener Spieler versucht aufs Tor zu schießen und wie stellt er seinen Arm? Ja, so, wie die letzte Missgeburt. Tut mir leid, dass ich das so ausdrücke. So, du bist Abwehrchef, du bist unser Kapitän und du müsstest doch besser wissen, dass du das nicht machen darfst. Aber gut. 34. Spielminute danach. Meiner. Einfach reingeballert, ohne groß nachzudenken. Wie lange habe ich mir das gewünscht, mal wieder so ein Tor vom 1. FC Köln zu sehen? Klar, irgendwann sagst du ja, Hauptsache Tor, aber das war wirklich ein Tor, ja, mit Können und Ansage. Hat mir sehr gut gefallen, liebe Freunde, Irgendwie würde ich auch summa summarum sagen, meiner war heute so mitunter der beste Mann auf dem Platz. Über Waldschmidt brauchen wir kein Wort zu verlieren. Es tut mir leid. Irgendwie hat er komplett den Bezug zum Profifußball und dem professionellen Spielen verloren. Meiner Meinung nach. Ich muss damit jetzt nicht recht haben, aber sehen auch meine ganzen Kollegen so. Meine ganzen Freunde hier aus dem Umkreis, die in der Videobeschreibung verlinkt sind. Der größte Teil sieht es so. Ja. Wir haben jedenfalls dann zur Halbzeit 2:0 geführt. Pierre und ich, wir dachten, ja, endlich so ein richtig souveräner Sieg. Einfach, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Aber man hätte ein 3:0 mal wieder rein. Hätte man 3:0 geführt, dann wäre es nicht zu den Krimi in der zweiten Halbzeit gekommen. Ach, diese Unkonzentriertheiten. Deswegen sage ich ja, ihr fragt euch dann, warum ich dann so mehr oder weniger negative Prognosen mache. Wegen den 2 zweiten Halbzeiten. Ja.
Hübers muss unbedingt den Arm hochhalten, als der Ball in den Strafraum gehoben wird. Ja, Elfmeter. Elfmeter für Sandhausen. Halimi tritt zum Elfmeter an und trifft natürlich. Ja. Und dann gleich auch noch Meier. Ja, in den letzten Spielminuten aus. Also war schon in der Nachspielzeit. Verlängerung. Ja. 2 Halbzeiten Verlängerung. Und im Nachhinein der mindestens zweitbeste Mann des Tages, Matthias Olesen, trifft dann noch mal per Kopfball. Schon wieder Kopfball, kein einziger Stürmer getroffen. Irgendwie, ich weiß nicht, liegt es daran, dass Steffen Baumgart, also ich wollte eigentlich nichts mehr über ihn sagen, ist jetzt auch keine großartige Kritik, aber kann es irgendwie sein, dass Steffen Baumgart hier dafür gesorgt hat, dass wir komplett verlernt haben, mit dem Fuß Tore zu erzielen. Okay, Linden Meiner straft uns da Lügen, aber fast nur Kopfballtore bei uns. Also keine Ahnung. Aber gut. Freunde, ich bin einfach nur erleichtert, wir sind weiter. Es war keine total überzeugende Leistung, immer insgesamt, im Gesamtbild. Ne? Im Gesamtbild war es nicht überzeugend, aber wir sind weiter. Wir sind weiter und darauf kommt es an. Wir kriegen diese Prämie und jetzt hoffe ich mal an der Stelle wirklich inständig bitte ein Heimspiel in der nächsten Runde. Ist auch egal gegen wen. Hauptsache wir kriegen ein Heimspiel einfach für die Liga Plus Dauerkarteninhaber. Ich habe ja auch Liga Plus, weil man zahlt halt diesen Aufschlag da für die weiteren Wettbewerbe, wenn man in weiteren Wettbewerben vertreten ist. Und das sind wir jetzt. Und ich hoffe einfach diesmal zumindest Losglück im Sinne von noch ein Heimspiel. Bitte endlich ein Heimspiel. Kein Auswärtsspiel, bitte, bitte. Einfach nur ein weiteres Heimspiel, damit es sich lohnt. Damit wir wieder eine schöne Gelegenheit haben, die FC-Familie zusammenzuführen. Das wünsche ich mir. Und ja, großartige Analysen könnt ihr bei Pierre, bei Taubi, bei Fabio und beim Trömmelche euch ansehen. Bei mir kriegt ihr halt die Emotionen vor, nach dem Spiel. Wie gesagt, nochmal der Disclaimer, ich mache das so lange, bis wir hier 1000 Abonnenten haben, weil ich muss euch da immer vorwarnen. Stammtisch-Talk auf Stammtischniveau von einem absoluten Fußball-Noob, einer, der früher total scheiße gespielt hat, nie in einer Mannschaft. Mein größter Erfolg, der war in der 5. Klasse, als meine Klasse so ein Kleinturnier gewonnen hat, wo ich im erweiterten Kader war und nicht mal auf der Tribüne saß. Der größte sportliche Erfolg, aber ich war dabei. Ich habe diesen Pokal gewonnen. Ja, merkt euch das. Ich habe diesen Pokal gewonnen. Ich war Teil des Kaders. Ne? Ich habe das Ding gewonnen. Meine Klasse, die 5. Klasse, die 5D, hat damals diesen Kleinturnier-Pokal gewonnen. Waren das Bundesjugendspiele? Ich weiß es auch nicht genau, aber egal. Es ist ja die Fankultur, die mich zum Fußball gebracht hat. Spielen selber, natürlich scheiße. Sag ich ganz ehrlich. Deswegen maße ich mir gewisse Dinge nicht an. Aber wenn ihr die Sichtweise des gemeinen Fans haben wollt, dann seid ihr hier richtig. Ja, und von daher, wer hier bis zum Ende zugesehen hatte, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.